Und das bin ich. Aldo Radio Book Look. Book Look. In diesem ersten Booklook-Video möchte ich einen Roman besprechen, der mit einer Schlüsselszene an eben jenem Züricher Bahnhof beginnt. Um genau zu sein, an Gleis 4. Und so heißt auch der Roman, dessen Cover ihr hier oben eingeblendet seht. Geschrieben hat den Roman ein vielseitiger und vielfach ausgezeichneter Schweizer Autor und Kabarettist. Franz Hohler verfasst seit den späten 60er Jahren für junge und junggebliebene mal auf Schweizerdeutsch, mal auf Hochdeutsch Erzählungen, Gedichte und ja auch manchmal Romane. In Gleis 4 aber beginnt Hohler alles andere als zimperlich. Gleich im ersten Kapitel eine Leiche und damit ein Romanauftakt, der die Nerven der Leser kitzelt. Was ist passiert? Ein älterer Gentleman hat gerade eben noch einer der 3 Protagonistinnen der Geschichte, einer Altenpflegerin namens Isabelle, beim Koffertragen geholfen. Schon klappt er um und haucht der Dame zum Abschied noch ein Bitte. Prompt vergisst die gute Isabelle, dass sie eigentlich zu ihrer Freundin in den Ü40 Erholungsurlaub fahren wollte. Und fühlt sich berufen, mit ihrer halbafrikanischen Tochter den Tod und die Vergangenheit des ihr unbekannten Herrn ohne Papiere aufzuklären. Nur, was am Anfang noch wie ein Krimi wirkt, das wirkt spätestens zur Hälfte dieser mit angezogener Handbremse erzählten Geschichte nur noch wie Valium. Mit jeder Seite fällt das Umblättern schwerer und Kesslers Stimme will in meinem Hinterkopf einfach nicht verstummen. Langweilig! Irgendwann geht es einem dann nur noch wie ihm hier. Es gibt nämlich zu viele Abschweifungen vom Haupterzählstrang, die zwar den Figuren etwas mehr Profil verleihen, aber leider auch die Handlung beinahe entgleisen lassen. Entgleisungen leistet sich der Autor dann auf der Ebene der Wortspiele. Sie hatte erste Hilfe geleistet und nun musste sie auch zweite Hilfe leisten. So der Erzählkommentar, als unsere Heldin das Handy des frisch Verstorbenen auflädt, damit nicht auch noch der Akku stirbt. Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Trotz des sozialkritischen Untertons und des so ernsten wie spezifisch schweizerischen Hintergrundthemas der sogenannten Verdingkinder soll Franz Hohlers Gleis 4 gewiss ein Unterhaltungsroman sein. Dann aber darf man sich schon ein wenig Wellness fürs Hirn oder einen Ersatz für den Herzschrittmacher erwarten. Leider bieten diese 224 Seiten Bummelzugfahrt weder das eine noch das andere. Aldo Radio Book Look. Auch ob aldo.lu. Aldo Radio, den Hitradio zu Lützeburg.